Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Und jetzt gehen wir da wohl noch Guardia Castle rein. Halte mal Gaula, was geht denn hier ab? Guck doch mal die Hohe an. Wo ist denn der? Wo bist denn du her, Junge? Sohn, Bu, wie auch immer. Bist der von der Trooper, beziehungsweise von der Soldaten vom Hexer? Nee, das Kind kennt niemals den Schnitt gemacht haben. Zeig uns mal deine Briefmarkensammlung, Bu. Ja, und jetzt verkloppen Shrimp. Halte mal an. Ne, halt! Königin Lin. Oh ja, das ist tatsächlich Maler. Zeig dir mal Maniere, das ist ein Freund von mir. Aber da ist irgendwas falsch an dem. Ihr weigert euch, meine Anordnungen zu befolgen? Entschuldigung, my lady. Jetzt, du darfst eintreten, Sir. Sehr schön, dann hat die sich anscheinend hier wieder eingefunden. Und? Ich beneide dich, weil dich die Königin Freund nennt. Entschuldigung. Wir begrüßen natürlich die Gäste der Königin. Ja, Mistkerl. So, jetzt gehen wir aber erstmal hier ein bisschen rum. Was gibt's dann hier Schönes? Der Chefkoch hat ein garstiges Temperament, aber also deswegen kommen wir lieber nicht in seinen Weg rein. Und hier vorne ist der Speisesaal. Hopp, da kommen wir aber nicht durch gerade. Müssen wir da irgendwas drücken davor? Nö. Na gut, dann halt nicht. Wie sieht es auf dem anderen im Westflügel hier aus? Ach ja, was gibt's denn hier? Den ohne, wenn Raster willst. Das Ritterquartier ist ohne. Hopp. Da können wir auch noch nicht rein. Und hier geht's nochmal rein. König Guardia der 11. ist im Thronraum. Leg Maniere an den Dach, Kerl. Okay, stürmen wir erstmal hier rein. Gehen wir zu einem älteren Herr hier. Der Kanzler. Der rennt mal fort. Der Raum vom König ist da, aber die Ritterquartiere sind unten im Westflügel. Und was sagst du dazu? Die Königin scheint auf dich zu warten, aber in ihrem Raum. Uiuiui, da hat aber richtig hohe Rückenlehner. Sir? Ich verstehe, dass du derjenige bist, der meine geliebte Frau, die Königin, gerettet hat. Aber kannst du mir erzählen, was passiert ist? Lin verhält sich ziemlich merkwürdig. Und es scheint so, als ob sie ihr Coral Pin, keine Ahnung, verloren hat. Etwas, was sie mit ihrem Leber bewacht hat. Wahrscheinlich dieses Halsband, was wir mitgenommen haben. Entschuldigung, du musst müde sein. Wir können darüber auch später sprechen. Bitte ruh dich in der Quartiere der Ritter aus. Unter im linken Flügel. Alles klar, aber ich mag erstmal zur Königin gehen, ihr Quartier. Und mag doch mal mit... Oh, das scheint wohl nicht ihr Quartier zu sein, nee. Du schüttelt auch eher der Kopf vehement. Du scheinst wohl nicht hinzugehen, aber ein bisschen weiter höher vielleicht. Nee. Eine Kiste mit dem Wasser drin. Das werden die nicht vermissen hier in der Burg. Hier gibt es nur ein Spinnrad. Und weiter over. Aha. Die Königin wartet bereits auf dich. Dann lassen wir sie mal nicht warten, oder? Okay, hallo Markt. Die Königin hat in die Familie eingeheiratet vor 10 Jahren. Sie sieht immer noch so jung aus. Eigentlich sieht sie sogar immer noch jünger aus als an ihrem Hochzeitstag. Okay. Und was sagst du? Du hast die Königin gerettet? Du siehst aber nicht ziemlich tough oder hart oder stark aus. Okay, jetzt können wir nichts mehr machen. Ah, du bist hier. Bitte lass uns alle. Ich muss mit ihm allein sprechen. Natürlich, Euer Hoheit. So, jetzt könnte ich drauf wetten, dass es Maler ist, ne? Kommt näher, Sir. Ich hab dich reingelegt, nicht wahr, Chrono? Ich bin's. Aber jeder nennt mich ja Lin.
Entschuldigung, so. Ich bin so glücklich, dass du hier bist. Wir kennen uns zwar kaum, aber irgendwie wusste ich, dass du nach mir kommen und suchen würdest. Danke, Chrono. Irgendwas ist falsch. Ja, das sieht man am Farbton hier. Was passiert denn? Es fühlt sich wie, als ob ich auseinandergerissen wäre würd. Oh, das ist nicht so gut. Wetten mal, der Hexer ist hierfür verantwortlich. Ein Äther immer auch noch kriegt. Wetten mal, wie bei Final Fantasy, dass das MP wiederherstellt. Hilf mir, Chrono, ich hab Angst. Bitte, Chrono, hilf mir. Boah. Das ist aber nicht so gut für mich jetzt, wenn die fortgerissene Woche ist. Nee, nicht wirklich so das Beste für mich. Du hilfst mir auch das Äther nicht, was ich gekriegt habe. Hallo? Hat sie dich schon fortgeschickt? Du warst aber natürlich höflich, hm? Du hast nichts gemacht. Lustig, nicht wahr? Natürlich habe ich nichts gemacht. Sicher? Okay. Well, yes. Wir können den saftige, was? Titbit? Nicht aus dem Schloss lassen. Okay. Nee, ich will nämlich mit dir sprechen. Ich habe nichts Falsches gemacht. Ja, sicher. Ja, ich renn mal schnell weg, wie das jeder Unschuldige macht. Und soll vielleicht mal dem König Bescheid geben. Chrono? Ah, Luca. Mir geht's gut. Hast du mich gefunden? Weg? Was Menschen mit... Sie ist weg. Das ist wohl so, wie ich gedacht habe. Ja, dann spuck's mal aus. Ich wusste doch, dass ich sie wiedererkannt habe. Und es sieht identisch aus wie das Schloss in unserer Zeit. Ich wette, dass es sie mit ihrer Ahnin verwechselt hätten. Also wenigstens sie ist, ne? Ein Mitglied von der königlichen Familie aus unserer Zeit, falls du jetzt nicht drauf guck, bist du Knetkopf. Es ist Prinzessin Nadia. Oh, du ist er etwas entsetzte, Chrono. Also, Male, eigentlich Prinzessin Nadia ist eine Nachfahrin von Königin Line. Und, was willst du mir damit jetzt aufzeigen mit der Grafik? Okay, ja. Königin Line wurde gekidnappt. Und so wie ich jetzt mich erinnere, hat so jemand gerettet. Aber die Geschichte hat sich geändert. Als wieder die Imps. Male sieht so sehr noch Line aus, dass es sie für sie kalte Hen, als er hier erschienen ist. Aber wenn die richtig Königin getötet worden ist, ja, dann könnte sie auch gar nicht geben. Genau. Garstiger Imp. Wird Male einfach verschwinden. Es könnte aber immer noch Zeit sein. Wenn wir Königin Line retten, dann bleibt die Geschichte, wie wir sie kennen, unverändert. Irgendwas muss mit der Königin in der Zeit passiert sein. Und als Resultat daraus hat Prinzessin Nadia auch aufgehört zu existieren. Dummel dich, wir müssen die richtig Königin finden. Okay, jetzt haben wir aber Luca mit in der Partie mit dabei. Mag ich da gerade mal gucken, was sie ausgerüstet hat. Ah, sie hat diese Gun. Okay. Eine Tarnkappe, Karate-Gi und das Zeug wird bei ihr, wenn ich ausrichte. Sie hat außerdem Element Feuer neben dran. Okay. Das können wir beim König schlecht Sache, oder? Ja, okay, das ist wieder dasselbe Gebabbel. Ja. Dann gucken wir doch mal, wie es hier beim Königsturm aussieht. Da ist auch wieder nur Spinnrad. Ach, sehr männlich. Braucht der König auf jeden Fall. Und hier haben wir noch 100 Goldstücke gefunden. Oh, das ist auf jeden Fall sehr praktisch.
Und hier ist auch wieder so mysteriöse Kraft, natürlich. Irgendeine mysteriöse Kraft hat das Ding verschlossen und versiegelt. Kanzler? Was willst du? Geh mal aus dem Gesichtsfeld. Okay, sehr freundlicher Bursche. Jetzt mal so unter uns. Der Kanzler hat sich sehr merkwürdig verhalten in letzter Zeit. Der schleicht sich auch in der Nacht herum. Okay. Wo wir schon mal über verrückte Sachen sprechen. Ich habe auch der Königin ihr Leibwache, das Froschding, nämlich gesehen in letzter Zeit. Ich habe gehört, dass irgendein Zauber ihn in einen Frosch verwandelt hat. Glaubst du das? Ich glaube, das ist ein Spion. Okay, zum König können wir auch einfach reinstürmen. Und der hat hier für uns noch... Na, was hat er dann für uns? Eine Bronzerüstung. Die leitsagende Kanzler wäre verrückt war, aber ich glaube nicht. Der Kanzler ist ein guter Mann. Warum? Weil er jeden Nacht zu der Kathedrale geht. Okay, das scheint wohl unser nächster Ort zu sein, wo wir hier gehen sollten. Aber ich mag erstmal gucken wegen Bronze. Jawohl. Das erhöht es doch schon mal um 6 unsere Verteidigung. Das ist schon mal nicht schlecht. Mit der jetzt gewonnenen Erkenntnisse und Goldstücke könnte man eventuell auch noch was kaufen. Sagt er immer noch irgendwas? Okay, der will immer noch, dass wir verschwinden. Es wird so ein Grima Schlangenzunge sein, der wahrscheinlich von anderer vergiftet wird und jetzt der König vergiften soll. Ja, also mit unserem jetzigen Reichtum könnte ich mir auch vorstellen, dass ich mal die Eisenklinge hole oder auch eine andere Pistole für Luca. Aber jetzt gehen wir erstmal hier zu der Ritter runter. Ins Ritterquartier. Oh, das sieht aber nicht so gut aus. Ja, ich mache mal ein Nickerchen. So. Und was ist da mit dir, Kerle? Mit dem blonden Ritter hier, mit diesem Prinz Charming. Oh je, das sieht nicht so gut aus. Die Truppe vom Hexer sind verdächtig still. Irgendwas wird passieren. Oh, wenn nur der Cyrus hier wäre. Hast du schon von ihm gehört? Natürlich nicht. Du weißt nicht, wer der Cyrus ist? Aus welchem Land kommst denn du, oder bist du einfach nur ein Depp? Vor langer Zeit gab es hier ein Biest namens Jakra, was in der westliche Wald eingedrungen ist. Aber nachdem die Kathedrale gebaut worden ist Jakra verschwunden. Dafür sind wir sehr dankbar. Okay, und du hier? Sir Cyrus war der Kommandant von der Ritter. Seine Mission war es, Königin und König zu beschützen. Er und ein Freund sind auf eine Reise aufgebrochen vor 10 Jahren. Seitdem hat niemand mehr was von der gehört. War so Glück, dass die Königin gefunden worden ist. Jetzt können wir uns auf den Krieg konzentrieren. Die 10 an Bridge, genau, die 10 an Brink ist unsere letzte Linie, unsere Verteidigungslinie. Wir müssen sie mit unserem Leben verteidigen. Du bist dann so derjenige, der der Königin kolfert, ha? Sprech da mal mit der Magd, wenn rasch du willst. Nee, das lassen wir mal sein, das haben wir ja schon gemacht. Jetzt mag ich erstmal nochmal zu der Küche gehen und gucken, ob wir da reinkommen. Ansonsten würde ich sagen, unser nächster... Ah ja, da können wir auch runter. Unser nächster Halt ist auf jeden Fall wieder der Markt und dann können wir uns auch ein bisschen aufrüsten und dann zur Kathedrale zurück. Das Essen vom Chefkoch ist großartig. Ich gebe ihm 3 Sterne. Die Truppe vom Hexer sollten besser mal auf uns auf Acht geben hier. Sollten besser mal auch auf uns haben, weil wir so gefährlich sind. Ich bin so hungrig. Kommt denn die Arg flitzt? Hier ist der Esser. Ja, sehr gut. Das ist großartig. Und du? Das ist der Speisesaal für uns Soldaten. Fühl dich frei und schnapp doch ruhig auch was zu essen. Okay. Bist du hungrig? Dann setz dich mal auf den linken Tisch und ja, dann kriegst du auch was, nehme ich mal an. Ah, du hast Königin Lien befreit. Das ist der Ort hier, die Küche ist eine kleine Kriegszone. Das ist kein Platz für Kinder hier. Warte mal. Hast du vielleicht schon gewusst, dass diese Augencreme Gedöns hier, was die Königin so gern mag,
Nö. Womit möchte ich ja nichts anfangen, um ehrlich zu sein. Das ist schon ziemlich ranzig. Aber hier können wir auf jeden Fall auch irgendwas speisen, oder? Na, können wir hier nichts essen? So vielleicht? So. Ah, so werden wir bedient. Na also. Was magst du denn? Power Stew klingt doch gut, oder? Nur eine Minute, ja? Nur eine Sekunde. Oh, ups. Irgendwas ist dafür in die Luft gegangen. Bitteschön. Und? Ah, sehr schön. Unser Trefferpunkte sind wieder aufgeladen. Perfekt. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier wieder raus. Ich hoffe, die finden nicht raus, dass die Königin wieder verschwunden ist. Und dann gehen wir wieder den Weg zurück. Oh, jetzt kommt 3 von deiner Knalltüte hier an. Für einen Rolli-Reiter. Ah, jetzt kriegen wir sogar gezeigt, wie viel die aushalten. Vielleicht wegen Luca. Oh, die zieht aber nicht so besonders viel ab. So, auf den drauf. Und Luca, du darfst nochmal. Sehr gut. Ja, Luca ist anscheinend nicht so die Kämpferin. 15 Erfahrungspunkte, 6 Tech-Punkte, 120 Goldstücke. Nicht schlecht. Ich glaube, da können wir uns definitiv was leichter, wenn wir zurückkehren. So, hier ist noch was drin. Wahrscheinlich wieder Gegner, oder? Ja. 2 Rolli-Reiter. Na dann, Chrono, dort drauf. Autsch. Und Luca würde ich mal gerne schauen, ob die Technik parat hat. Nee. Hat sie nicht. Auf die Distanz schießt sie dann anscheinend. Aber macht immer noch nicht so viel Schade. 10 Erfahrungspunkte, 4 Tech-Punkte, 80 Goldstücke. Und Luca hat Flammenschlag gelernt. Okay, irgendwas mit Feuerrad noch. Mehr habe ich nämlich auf die Schnelle lesen können. Gerade nur bei Luca reingucken. Ah, sie ist eh auf Level 2 Grad. Aber sie hat ja sowieso dieses Element Feuer. Von daher Hypno-Wave hat sie noch. Die Hypnosewelle. Das bringt alle Gegner zum Schlafen. Und dann kann sie alle Gegner auf einer Linie damit attackieren. Und er hat noch Slash. Ah, da brauchen wir noch 57, um das freizuschalten. Und für das brauchen wir noch 56 Punkte, um es freizuschalten. Okay, cool. Und hier ist wieder so Kreatur. Hat sie wieder ein Shelter. Sehr schön. Wieder eine Unterkunftsfalle gelost. Und da werden wir wieder von 3 Rollis attackiert. So, zack. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das machen. Mit dem Flame Toss machen wir mal auf beide. Und sehr schön. Hat beide gekillt. 9 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte und 75 Goldstücke gibt es auch noch mit dem Wasser. Das finde ich eigentlich auch ziemlich cool mit den Tech-Punkten. Das erinnert ein bisschen an das AP-System aus Final Fantasy 9 war das. Genau, das war ziemlich cool eigentlich dargestellt, muss ich sagen. Du hast mal AP gekriegt und konnte dann durch Ausrüstungsgegenstände verschiedene Techniken lernen. Das fand ich eigentlich auch ziemlich geil. Und hier lernen die das anscheinend schon von sich aus, je nach ihrem Level. Und ja, ist schon nicht schlecht hier. Ich muss sagen, ich mag das System. Ist alles sehr vertraut. Luca ist jetzt auch noch ein Level hoch. Sehr schön. Aber Luca ist wahrscheinlich unsere Fernkämpferin. Oh, du kommst jetzt nochmal so einen kleinen Hinterhalt hier. Und Chrono attackiert immer als Erster, wie es aussieht. Luca, probierst du mal bei dem anderen Rolli. Ich glaube, die sind ein bisschen schwächer. Ja, der Imp hält ein bisschen mehr aus. Chrono wird aufgeimpft. Jawohl. Damit haben wir auf jeden Fall geknackt. Und Chrono lädt auch schneller auf. Muss ich. Ach, Sarah. Zack. Und jetzt ist er tot. Sehr schön. 10 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 74 Gold, ohne Wasser noch. Perfekt. Ich finde es auch schön, dass man hier auch mit Heilgegenstände belohnt wird. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Jetzt gehen wir nochmal in der Laderei und kaufen da nochmal ein bisschen was Ei. So, jetzt habe ich auch wirklich mal das Geld, um was Ei zu kaufen. Das auf jeden Fall. Dartgun, das wäre für sie ganz gut. Der Bronzehelm könnten die beiden Mädels auch tragen. Aber ich würde sagen, ich hole zuerst mal das hier für ihn. Und dann können wir noch Zeug verkaufen. So. Also erstmal ausrüsten.
Chrono, du darfst jetzt dieses blöde, peinliche Holzschwert ablegen und darfst endlich mal eine gescheite Waffe tragen. Eisenschwert. Ansonsten haben wir dann nichts mehr. Dann verkaufen wir jetzt unseren ganzen unnötige Kruscht. Und zwar das Karate-Gi, das können wir weg, und das Holzschwert. Dann können wir kaufen die Dartgun. Das wäre nicht schlecht. Dann können wir es ihr ausrüsten. Mal gucken, ob wir noch irgendeinen Ausrüstungsgegenstand so für sie noch kriegen. So, Luca, du kriegst die Luftwaffe, kriegst weckige Dartwaffe. Eingetauscht Dartgewehr. So. Dann gucken wir doch mal, ob wir das jetzt auch nochmal schnell verkauft kriegen. Jawohl, 150 bringt sie nochmal. Ansonsten können wir bestimmt auch nochmal so Äther verkaufen für 400. Da können wir nämlich ihr noch so einen Bronzehelm einkaufen. Und der Rest sparen wir einfach, weil das nächste Equipment kommt ja auch wieder. So, Moment. Luca kriegt den Bronzehelm. Der erhöht es nochmal um 5. Das ist nicht schlecht. Sodela. Dankeschön. Ebenfalls. Und wir gehen dann zum Kloster. Und da gehen wir nochmal in die nächste Episode 3 von Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Euer Yankee.